Das Thema heute am Ende des Nachmittags lautet die Glaubwürdigkeit der biblischen Schriften. Als Untertitel möchte ich das nennen: die überwältigende Präzision der Bibel. Wir wollen diese Präzision auf 5 Ebenen zusammen anschauen. Präzision 1, ihre Wissenschaftlichkeit. 2, ihre Überlieferung. 3, ihre Chronologie. 4, ihre Detailangaben. Und schließlich Präzision 5, ihre Prophetie. Wir beginnen mit Präzision 1, ihre Wissenschaftlichkeit. Manche von Ihnen haben vielleicht mein Büchlein gelesen, Bibel und Wissenschaft, die Forschung hat Verspätung. Darin behandle ich 30 Beispiele von Entdeckungen in der modernen Naturwissenschaft, die man schon Jahrtausende zuvor in der Bibel nachlesen konnte. Und da stellt sich die Frage, wie ist das möglich? Aber es ist so, das sind 30 Beispiele und ich möchte da jetzt keines daraus zitieren, sondern mal noch eins hinzufügen. Und zwar geht es in diesem Beispiel um hydrothermale Quellen der Tiefsee. Das Buch Hiob behandelt eine Geschichte, die stattgefunden hat im 3. Jahrtausend vor Christus, in den Jahrhunderten nach der Sintflut. In Kapitel 38 spricht Gott aus dem Sturm zu Hiob. Er stellt ihm über 70 Fragen. Und eine Frage lautet, Hiob 38, 16, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du die Gründe der Ozeantiefe durchwandelt? Das ist alles Poesie. Es ist im Hebräischen in Verszeilen aufgeschrieben. Und zwar hier ein sogenannter synonymer Parallelismus. Das heißt, in beiden Verszeilen wird der gleiche Gedanke mit unterschiedlichen Wörtern ausgedrückt. Hier wird gefragt nach den Quellen des Meeres. Hat das Meer Quellen? Die zweite Verszeile macht klar, diese Quellen müssen unten in den Tiefen des Ozeans sein, am Boden. Hiob konnte diese Frage nicht beantworten, denn er war nie spazieren gegangen auf dem Ozeanboden und ich denke, die meisten von uns auch nicht. Und es ist so, dass ein erster Mensch diese Quellen gesichtet hat, erst 1977 mit einem Tiefsee-U-Boot. Und man hat dieses Phänomen eigentlich schon vorausgesagt in der Zeit davor, dass es sowas geben muss, aber wirklich konkret gesichtet 1977. Solche hydrothermalen Quellen der Tiefsee befinden sich in 700 bis 4000 Meter Tiefe. Und da kann also Wasser ausströmen bis über 464 Grad heiß. Nun, ich merke es schon, manche denken, also meine Frau kann nur auf 95 Grad waschen. Das ist üblich. Die Durchschnittshöhe auf den Kontinenten ist ja bei, sagen wir, 400, ein bisschen darüber 500 Meter. Und dort ist es so, das Wasser kocht bei 96, 95 Grad, ja. Aber wenn man in die Alpen geht, ja, in die Höhen, 3000 Meter, 3500 Metern, ja, da ist der Kaffee halt nie so heiß. Ja, weil der Druck, eben der Luftdruck, dort nicht mehr so groß ist. Aber unten im Meer, da ist der Druck so hoch. Ja, das kennen wir vom Schnellkochtopf. Ja, in ein paar Minuten sind die Kartoffeln weich. Warum? Weil man eben weit über 100 Grad kochen kann. Unter Druck.
und hier unter Druck bis über 464 Grad heißes Wasser. Und man hat schon vermutet, dass es wohl etwa 160 Kubikkilometer Wasser sind, die durch diese Quellen pro Jahr in die Ozeane ausgestoßen werden. Und nun noch ein konkretes Bild von einer solchen Quelle des Meeres. Woher konnte Hiob das wissen? Nun, Gott hat ihn darauf angesprochen. Und auch all diese anderen wissenschaftlichen Entdeckungen, die durch die Bibel vorweggenommen worden waren, gehen zurück auf göttliche Inspiration. So sagt es die Bibel. Ja, aber wir gehen schon zu Präzision 2. Sie sehen, wir kommen ziemlich schnell vorwärts. Und ich muss gar nicht so schnell sprechen. Ich könnte schon schneller sprechen, aber dann kann man es nicht mehr genießen. Und ich muss jetzt irgendwie den Zwischenweg finden, 16 Minuten, und dass man doch Freude haben kann an dem, was wir zusammen anschauen. Präzision 2, ihre Überlieferung. Wenn man mit Leuten auf der Straße spricht, sehr schnell kommt das Argument, die Bibel ist völlig unglaubwürdig, denn wir haben ja heute sowieso nicht mehr den Bibeltext, wie er ursprünglich aufgeschrieben wurde. Die Bibel wurde ständig abgeschrieben. Und durch das Abschreiben, weil jeder Fehler macht beim Abschreiben, also auch solche, die sattelfest sind in Grammatik, hat sich die Bibel immer mehr verändert. Nun, dann muss man erklären, weil viele Leute wissen das ja heute nicht mehr. Die Bibel besteht aus 2 Teilen. Der erste Teil, das ist das Alte Testament, das wurde geschrieben vor Christus, also vor über 2000 Jahren. Und dann der zweite Teil, das ist das Neue Testament, das wurde geschrieben im 1. Jahrhundert nach Christus, zwischen 32 und 98 nach Christus. Die Geschichte der Handschriften ist ganz unterschiedlich für AT und NT. Schauen wir uns das Alte Testament an. Wir besitzen mehrere tausend Handschriften aus dem Mittelalter auf Hebräisch. Die Bibel wurde im Alten Testament auf Hebräisch aufgeschrieben und wenige Teile auf Aramäisch, eine sehr verwandte Sprache. Und nun ist es so, die Abschreiber dieser Handschriften im Mittelalter, das waren Rabbiner, die nannte man die Massoreten. Das kommt von Massorah, das heißt Überlieferung. Das waren die Überlieferer. Die hatten ganz bestimmte Prinzipien. Sie haben in der Vorlage, aus der sie abschrieben, Wörter gezählt. Auch Ausdrücke, also gewisse Wortverbindungen. Und sogar Buchstaben wurden ausgezählt. Und das hat man verzeichnet. Hier zum Beispiel sehen wir die schönste masoretische Handschrift, die es gibt. Ich liebe sie. Das ist der Codex Aleppo. Die Synagoge in Aleppo, Nordsyrien, die war eben ganz stolz, dass sie die Krone der Handschriften besaßen. Bis es zu antisemitischen Ausschreitungen kam 1948 nach der Staatsgründung. Und da war der Codex Aleppo für lange, lange Zeit verschollen. Nun, Sie sehen hier Randbemerkungen. Immer wieder sehen Sie da ein Zeichen, das sieht aus wie ein L. Das ist auch wirklich ein L auf Hebräisch. Lamed. Mit einem Pünktchen, das ist eine Abkürzung. Das heißt Lait auf Aramäisch. Und bezeichnet ein Wort in der betreffenden Zeile mit einem Zirkelum, ganz kleiner Kreis. Und das drückt aus, Lait deutet an, dieses Wort kommt nur einmal im ganzen Alten Testament vor. Abschreiber. Genauso abschreiben und auch nicht die Rechtschreibung verändern. Es gab ein noch viel älteres rabbinisches Gebot, das man im Talmud findet,
also aus der Zeit vor dem Mittelalter. Da wird ein Abschreiber gewarnt. Hüte dich, dass du einen Buchstaben an der Tora veränderst, sonst wirst du ein Zerstörer der Welt. Der einzelne Buchstaben war so wichtig. Man kann sagen, ja, das sind buchstabengläubige Leute. Okay, aber Buchstaben sind wichtig für den Inhalt. Man kann einen Test machen zu Hause. Man öffnet ein Word-Dokument mit einem ganz wichtigen Text und dann kann man das so machen, dass alles dunkel wird. Ja, ich spreche so an einer Informatiktagung, wie ein richtiger Laie spricht. Und dann kann man so Klick machen und da ist alles verschwunden. Alle Buchstaben weg. Ja, Buchstaben sind nicht so wichtig. Ja gut, aber dann ist eben der ganze Inhalt auch weg. Weil die Buchstaben, die tragen ja den Inhalt. Also, wenn man dem Buchstaben nicht Sorge trägt, dann ist man eben auch des Inhalts nicht wert. Ja, das sind Methoden wie beim Computer. Unser Computer macht das ja auch so. Der zählt die Anschläge, der zählt die Wörter. Und so kann man ein Pfeil mit dem anderen, das ganz ähnlich aussieht, vergleichen. Da sieht man, da hat es Veränderungen. Denn da gibt es ja 2 Wörter mehr in der Statistik als da. Und so hat man gemerkt in der Abschrift, ich komme nicht mehr auf die gleiche Zahl. Dann konnte man suchen gehen. Und wehe, eine Handschrift mit mehr als 3 Korrekturen durfte man nicht mehr für die Lesung durch den Chazan in der Synagoge, das ist der Mann, der die Torah-Lesung macht, indem er singt. Ja? Zum Beispiel 1. Mose 1,1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Zu Tempelzeiten klang das etwa so. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ja, schön, nicht wahr? Und man durfte das also nicht benutzen, wenn 3 Korrekturen waren. Diese Präzision hat dazu geführt, dass eben der masoretische Text einfach perfekt überliefert wurde. Aber die Kritiker haben gesagt, das ist schön. Die Rabbiner im Mittelalter haben sehr, sehr genau abgeschrieben. Aber wer sagt uns, dass man früher auch schön abgeschrieben hat? Vor dem Mittelalter. Ja, wenn wir das Mittelalter ansetzen, ab 600 nach Christus. Das ist man vorher in der Antike. Ja, und die Kritiker haben gesagt, wir glauben, damals wurde die Bibel verändert. Aber sie konnten keine Beweise geben. Und die Gläubigen konnten sagen, nein, Gott hat die Verheißung gegeben, dass er sein Wort bewahrt. Wir glauben nicht, dass die Bibel vorher verändert worden ist. Gut, das ist euer Glaube. Gut, das ist dein Glaube. Aber dann kam 1947 bis 1956. Da wurden die Höhlen von Qumran entdeckt mit Schriftrollen. 11 Höhlen am Toten Meer. Und da wurden Tausende von kleinen Fragmenten entdeckt und auch Rollenteile, sogar vollständig, wie zum Beispiel die Jesaja-Rolle aus Höhle 1. Und man hat also entdeckt, die Bibel viel älter. Das sind Handschriften aus dem 3. Jahrhundert vor Christus bis spätestens 68 nach Christus. Aus einem bestimmten Grund kann man ganz genau sagen, dort ist fertig, 68 nach Christus. Das heißt, jetzt hatte man plötzlich Handschriften, die waren so 900 bis 1250 Jahre älter als die meisten masoretischen Handschriften. Gerade die wichtigen aus dem 9. und 10. Jahrhundert nach Christus. Und damals hat schon ein Journalist geschrieben, jetzt wird herauskommen, wie schlecht die Bibel überliefert worden ist. Interessant, wieso wissen Journalisten, bevor man wissenschaftlich untersucht hat, was rauskommt? Das geht nicht. Ja, da verraten sie sich eben. Und so geschieht das in den Medien dauernd. Unwissenschaftlich wird mit wissenschaftlicher Miene über die Bibel gesprochen. Nun, das ist die Höhle, die ich besonders liebe. Höhle Römisch 4. Da hat man nämlich am allermeisten, allein darin, Abertausende von Fragmenten gefunden. Man hat Überreste von allen Büchern des Alten Testaments gefunden, außer das Buch Esther.
Nun, von gewissen Handschriften wie Jesaja, 5 Bücher Mose, ganz viele, von gewissen Büchern wenig, zum Beispiel Esra, Nehemia, ist gerade einmal belegt. Und darum der Unterschied statistisch zwischen einmal und nullmal ist sehr nahe beieinander. Und darum ist es im Esther gerade nicht da. Aber das war natürlich auch bekannt. Und nun die vollständige Jesaja-Rolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Mit 2 unabhängigen Methoden konnte man das Alter bestimmen. Alle 66 Kapitel sind vorhanden. Auch die Prophezeiungen über den Messias, Jesaja 53. Also ich hoffe, alle können dieses Kapitel auswendig. Über den leidenden Messias. Es ist so herzbewegend und so eindeutig auf die Verwerfung des Messias und sein Leiden für unsere Sünden, dass von den etwa 300.000 Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist, heute, weltweit, ich vermute, bei den meisten hat bei der Bekehrung Jesaja 53 eine Schlüsselrolle gespielt. Das ist so gewaltig, das Kapitel. Und nun, bestätigt, die Bibel wurde nicht verändert. Aber noch etwas kam ans Licht. Da in Qumran hat man verschiedene Texttypen gefunden. Der Texttyp mehr so wie die 5 Bücher Mose bei den Samaritanern. Dann der Texttyp, der mehr entspricht der griechischen Übersetzung der Septuaginta aus Ägypten. Aber man findet den masoretischen Text dort. Den wir schon immer hatten. Der ist da. Und den nennt man in der Wissenschaft jetzt den proto-masoretischen Text. Proto heißt vor, ja? Um gescheit zu sagen, das ist der masoretische Text nicht aus dem Mittelalter, sondern aus der Antike. Ja, und nun, aber welcher Text ist der richtige? Es ist so, die Leute von Qumran, die hatten sich vom offiziellen Judentum abgesondert. Und damit auch vom Tempel. Die gingen nicht mehr in den Tempel. Und damit haben sie sich auch den Weg versperrt zu den besten Handschriften des Judentums. Die wurden nämlich, wie das im Alten Testament vorgegeben war, im Tempel aufbewahrt. Das waren die Eich-Handschriften. Wenn man nicht mehr sicher war in der Synagoge, sagen wir in Nazareth, stimmt unsere Rolle? Dann konnte man sie beim nächsten Tempelbesuch nach Jerusalem nehmen und dort vergleichen mit den Vorlagen des masoretischen Textes im Tempel. Das war der Zentraltext im Tempel. Und darum können wir sagen, nicht der Septuaginta-Text, nicht der samaritanische Text, sondern der masoretische Text. Das ist der Text. Und das ist der Tempeltext in Jerusalem. Qumran hat nichts Neues gebracht. Qumran hat einfach gezeigt, dass das, was wir schon immer hatten, und seit der Reformation wurde das ja üblich, aus dem masoretischen Text die Bibel zu übersetzen, auf Deutsch, das, was wir schon immer hatten, ist das Beste, was es gibt. Wir gehen zum Neuen Testament. Das Neue Testament wurde geschrieben zwischen 32 und 98 nach Christus. Wir besitzen heute etwa 5860 griechische Manuskripte. Das können ganz kurze Fragmente sein, bis hin zu im Prinzip das ganze Neue Testament. Und alles dazwischen. Hier sieht man eine Handschrift der P46, Papyrus Nummer 46. Der wurde lange Zeit datiert auf circa 200. Aber dann hat ein junger Koreaner, so um 1988 war das schon, hat das ganz gründlich datiert. Und er kam zum Schluss aus der Zeit zwischen 75 bis 100 nach Christus. Eine Handschrift mit den Paulusbriefen. Also 14 Briefen von den 27 Büchern des Neuen Testaments. Wow! Eine Paulusbriefsammlung inklusive Hebräerbrief, Römerbrief, Hebräerbrief, 1. Korinther. Ein Hinweis, die Bauern in Ägypten im 1. Jahrhundert wussten, der Hebräerbrief ist nicht vom Autor des Hebräerbriefes geschrieben, sondern von Paulus.
Ja, aber das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Nun, was mir aber wichtig ist Folgendes. Wir haben Handschriften aus dem 1. Jahrhundert. Aus dem 2., 3., 4., 5., 6. bis zum 15. Jahrhundert. Aber das war ja die Zeit, als die Buchdruckkunst aufkam und von dort musste man nicht mehr von Hand griechische Handschriften kopieren, sondern man konnte sie drucken. Also, wenn jemand sagt, die Bibel ist verändert worden, bitte wann? In der Zeit von Mohammed, sagt ein muslimischer Freund. Okay. Aber wir haben Handschriften aus der Zeit vor Mohammed, 5. Jahrhundert, 4. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, aber es ist das Gleiche wie im 7. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert. Bitte, wann ist die Bibel geändert worden? Ja, jetzt dreht sich der Spieß. Wenn ihr sagt, der Koran sagt, die Bibel ist verändert worden und wir können klar beweisen mit den Handschriften, sie ist nicht verändert worden, dann muss man selber herausfinden, wo das Problem liegt. Ich sag's nicht. Ja, nicht weil ich politisch korrekt bin, sondern ich möchte auch, dass die Leute selber denken. Und nun können wir sagen, wir haben noch die ursprüngliche Bibel. Und es ist so, dass Jesaja 40, Vers 8 sich als wahr erweist, nachweislich. Nicht nur, weil ich einfach glaube, dass Gott sein Wort bewahrt, sondern wir können auch sagen, warum wir glauben, weil wir Fakten haben. Das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Udvar Elohenu, Yakum Leolam. Wir kommen schon zu 3. Ich glaube, wir kommen durch. Es gibt Abendessen. Präzision 3, ihre Chronologie. Wer die Bibel beginnt zu lesen, dem fällt vielleicht auf, immer wieder kommen Jahreszahlen vor. Wer die Bibel noch weiter liest, merkt sehr viele Jahreszahlen. Durch das Alte Testament hindurch, dann auch im Neuen Testament. Und wer die Bibel noch mehr liest, merkt, es gibt eine zusammenhängende Zeitrechnung. Und wer die Bibel noch mehr studiert, kann herausfinden, dass es möglich ist, alle Jahreszahlen der Bibel mathematisch stimmig in einem Konzept zusammenzubringen. Ohne Widersprüche. Das ist die Chronologie der Bibel. Aber wenn ich das so vortrage, ist das natürlich ein bisschen vereinfacht gesagt. Denn das ist ein Thema, da haben sich viele Menschen die Zähne ausgebissen. Wirklich. Und zwar, wenn man zum Beispiel 1., 2. Chroniker liest, 1., 2. Könige, da geht es ja um die Zeit der Könige in Israel und dann, als Israel sich gespalten hatte nach dem Tod von Salomo, die Könige von Israel, den 10 Stämmen im Norden und dann die Könige von Juda, das Südkönigreich. Und nun ist es so, dass man da Zahlen findet, für jeden König, genau wie lange hat er regiert. Und dann gibt es sogenannte Synchronismen. Das sind Bibelstellen, wo gesagt wird, im Jahr sowieso von dem König in Israel, im Nordreich, wurde der König sowieso im Südreich König. Da kann man also die beiden Chronologien miteinander verbinden. Aber das hat Probleme gegeben. Und diese Probleme sind bekannt seit mindestens 2700 Jahren. Warum? Ich habe schon erwähnt, die Septuaginta, diese griechische älteste Übersetzung des Alten Testaments aus Ägypten, im 3. Jahrhundert vor Christus. Und da ist es so, die wussten schon, es gibt mit diesen Zahlen Probleme. Und sie haben versucht, das Problem zu lösen, indem sie die Zahlen verändert haben. Aber sie haben damit alles nur noch viel schlimmer gemacht. Aber es ist wirklich so, wenn man die hebräischen Zahlen anschaut, also die Zahlen im hebräischen Text, dann
mathematisch ein Riesenproblem. Jetzt sagen Sie aber, wie konnten Juden in Ägypten so salopp mit dem Text umgehen und einfach ein bisschen die Zahlen ändern? Ich habe gesagt, im Judentum ist es ein No-Go, etwas an den hebräischen Buchstaben des Alten Testaments zu verändern. Man ist ein Zerstörer der Welt. Aber sobald es um Übersetzungen ging, hat man sich im Judentum von alters her sehr frei gefühlt. Auch die aramäischen Targumim, die man in jeder Rabbinerbibel findet, das sind aramäische Übersetzungen des Alten Testaments. Da wird auch viel Erklärung, Kommentar reingegeben. Zum Beispiel in Jesaja 53, das beginnt ja schon bei 52,13. Hine yaskil avdi, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und da steht im aramäischen Targum, in jeder Rabbinerbibel, gerade neben dem hebräischen Text, Meshicha, der Messias. Ja, weil da gerade noch erklärt wird, übrigens in diesem Text, dieser Knecht, der da erwähnt wird, das ist der Messias. Das wusste man schon in vorchristlicher Zeit. Jesaja 53 spricht von dem Messias. Ja, also, aber was machen wir mit diesen Zahlen? Ein Beispiel. Nach dem Tod von Salomo wurde das Königreich Juda gebildet. Salomos Sohn Rehabiam regierte 17 Jahre. Dann kam Abiam, 3 Jahre. Asa, 41 Jahre. Und dann folgte Josaphat, insgesamt 25 Jahre. Aber eben, parallel müssen wir sehen, die 10 Stämme Israel hatten zuerst Jerobeam, 22 Jahre, Nadab, 2, Baesha, 24, Elah, 2, Omri, 12, Ahab, 22, Ahasia, 2. Und jetzt ganz wichtig, in 1. Könige 22, Vers 52, da haben wir einen Synchronismus. Einen von diesen zahlreichen Synchronismen. Und da steht, das 18. Jahr Josaphats entspricht dem 2. Jahr Ahasias. Und darum habe ich das hier so aufgelistet. Josaphat bis 18, weil nun das Total hier und das Total da sollte die gleiche Zahl geben. Aber Sie sehen, bei Juda ergibt das 79 Jahre und hier gibt es 86 Jahre. Und das ist nicht das Gleiche. Man muss nicht meinen, wenn man dann weiterliest in der Bibel, dass alles klar wird langsam. Nein, es geht so weiter. Man bringt die Zahlen nicht zusammen. Und darum für die Kritiker ein klarer Beweis, seht ihr, man hat eben die Bibel verändert, schlecht abgeschrieben. Das ist ja klar, wir erwarten ja nichts anderes. Und Gläubige sagen, nein, Gott hat sein Wort bewahrt. Ja, aber wir können euch vorrechnen. Mathematik. Die Bibel ist falsch. Was macht man da? Ich war beeindruckt, vor vielen Jahren habe ich bei Kenneth Kitchen, das war er lebt ihm noch, aber jetzt ein alter Mann. Er war einer der wichtigsten Ägyptologen des 20. Jahrhunderts. Und er schreibt an einer Stelle, möglicherweise verstecken sich hinter diesen Zahlen unterschiedliche Zählsysteme, die wir heute nicht mehr kennen. Ich habe gedacht, schön. Ein Mann, der sehr, sehr intelligent ist, sagt nicht, ja, so rechnen kann ich. Das habe ich auf der Grundschule gelernt. In England. Und also, da ist ja klar, die Bibel ist falsch. Nein, er sagt, wir wissen nicht alles. Obwohl er ja sehr viel wusste, gerade über den Nahen Osten und die Antike. Aber er sagt das so, und es war sehr gut. Denn in der Zwischenzeit ist das wirklich geklärt worden. Es gibt unterschiedliche Zählungen in Juda und in Israel. Und zwar kennt man das aus der Archäologie, dass verschiedene Völker im Nahen Osten unterschiedlich gezählt haben. Es gibt die Zählung, jetzt mache ich das so wie in meinem letzten Vortrag, zuerst sage ich es kompliziert, um dann zu zeigen, es ist ganz einfach. In Juda rechnete man mit einem Thronbesteigungsjahr, ich nenne das TBJ, in Israel bei den 10 Stämmen jedoch nicht. Das war das Normale, das Typische. Und nun ist es so, alle Jahreszahlen der Bibel lassen sich in einem geschlossenen Ganzen einfügen, auch diese Zahlen der Könige.
Und zwar so, dass man keine einzige Zahl korrigieren muss. Wie geht das? Nun, ich muss Ihnen erklären, was das ist. TBJ. Ich fantasiere. Ich stelle mir vor, ich wäre ein Prinz gewesen. Mein Vater, König über Helvetia. Das ist ein Volk aus der Antike. Und er starb im Jahr 2000, im Februar. Und dann war das eben sein 59. Regierungsjahr, das Jahr 2000. Und dann sollte ich als Prinz König werden. Und dann war das eben mein erstes Jahr. Oh, aber jetzt aufgepasst. Wenn man dann plötzlich da Zahlenlisten macht über die Dynastie Libi in Helvetia, muss man aufpassen, dass man das Jahr 2000 nicht doppelt zählt. Nämlich als das 59. Jahr des Vaters und dann eben das erste Jahr von mir. Und nun haben gewisse Völker im Nahen Osten sich gesagt, dann machen wir eben daraus ein Thronbesteigungsjahr. Das Jahr 2000, das ist das Thronbesteigungsjahr von mir. Es ist das 59. Jahr von meinem Vater. Und dann 2001, das ist mein erstes Regierungsjahr und dann das zweite, das dritte und so weiter. Jetzt schauen wir uns das mal so an. Übrigens, der Hintergrund ist bewusst gewählt. Wir sind hier in der Ir David, in der Davidstadt in Ostjerusalem. Und die Bibel sagt ja, dass viele Könige von Juda sind in der Stadt Davids begraben worden. Das hier ist das Grab der Könige von Juda. Oder die Grabstätte, die Gräber der Könige von Juda. Ja, also Thronbesteigungsjahr, dann 1, 2, 3, 4. So typischerweise in Juda. Und in Israel hat man gerechnet 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt merken wir, das gibt hier einen Unterschied. 4 und dort 5. Aber es ist das Gleiche. Ja. Gut. Jetzt wenden wir das an. Also bei Juda müssen wir ja nichts ändern. Da hat man ja ein TBJ. Also es bleibt bei 17, 3, 41, 18. Aber in Israel, Jerobeam 22, schreib 21 auf deine Liste. Nadab 2, schreib 1. Baesha 24, 23. Elah 2, 1. Omri 12, schreib 11. Ahab 22, schreib doch 21. Ahasia 2, schreib 1. So, und jetzt zählen wir hier zusammen und hier zusammen 79. Es stimmt. Und gehen wir weiter mit den nachfolgenden Königen, dasselbe. Es geht wunderbar auf. Ich habe ja etwas zusammengestellt, was ich nenne, in Anführungsstrichen, die strikte Chronologie der Bibel. Und es ist mir in den vergangenen Jahren gelungen, alle chronologischen Zahlen der Bibel in einem geschlossenen System mathematisch widerspruchsfrei zusammenzubringen. Aber es gibt ein paar Klippen, muss ich schon zugeben. Und ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben und habe gerade noch den Rest geschrieben vor einigen Tagen, als ich mich zurückgezogen habe in die Wildnis auf dem Plateau in Frankreich, oberhalb der Schluchten von Ardèche, da wo man ja viele Juden versteckt hat im Zweiten Weltkrieg. Ja, dort habe ich mich zurückgezogen und das Buch fertig geschrieben. Es heißt Revolution in der Chronologie. Die strikte Chronologie der Bibel. Und das geht so auf. Das ist fantastisch. Und es hat dazu geführt, dass all die bisherigen Probleme zwischen Archäologie und Bibel sind dadurch gelöst. Und man muss gar nicht das machen, was mein Bekannter, der den wunderbaren Film gedreht hat über die Verschiebung der ägyptischen Chronologie. Ein so schöner Film, aber er hätte nicht verschieben müssen. Das macht nämlich nur die Ägyptologen richtig zornig. Man kann nicht die Chronologie einfach da um ein paar Jahrhunderte schieben. Das geht nicht. 50 Jahre, das wird geschluckt. So absolut ist man nicht. Aber mehr Jahrhunderte? Nein. Muss man gar nicht. Man muss die Zahlen der Bibel nehmen, die strikte Chronologie, und dann passt es mit den offiziellen Zahlen der Ägyptologie. Und
Man macht niemanden wütend. Außer die sich schon angeschossen haben auf die Verschiebung. Ja, aber da können wir doch auch freundlich darüber sprechen. Wir kommen zu Präzision 4. Ihre Detailangaben. Hier geht es mir um Folgendes. Ich möchte besonders kleine Hinweise, Angaben in der Bibel anschauen, von denen manche sagen würden, das ist doch gar nicht wichtig. Das ist ja völlig Nebensache. Die Botschaft der Bibel ist doch viel etwas Höheres und man muss so die Hauptbotschaft sehen, aber nicht so die Nebendetails. Da kommt ja gar nicht darauf an, ob das so oder so ist. Gut, aber gerade solche Details sind hilfreich, um zu sehen, wie genau die Bibel geschrieben und überliefert wurde. Ja, hier, ich habe sehr Freude an diesem Bild, denn das habe ich mal gemacht, als ich auf dem Flug war, durch die Türkei, nach Malaysia. Und immer wieder hätte ich so gerne den Ararat gesehen. Aber es war entweder nachts oder die haben wieder mal zwischendurch wieder die Route geändert. Das machen sie ja, die da vorne im Cockpit. Aber dann war ich eben so glücklich. An einem Nachmittag flog ich da und dann, der Berg Ararat. Mit den zwei typischen Erhöhungen, ja? Der große Ararat und dann der kleine Ararat. Der ist übrigens, der kleine ist immer noch etwa 4000 Meter hoch. Aber der große, der ist höher als alle Berge der Schweiz. Ja, der größte Teil der 4000er ist ja in der Schweiz, von ganz Europa. Wir haben eine Konzentration in unserem kleinen Land. Wir müssen natürlich das haben, weil unser Land so klein ist. Ja, würde man die Berge ausbreiten, wäre die Schweiz so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Ja, gut. Aber der ist noch höher, 5137 Meter. Und vergangenen Juni bin ich da hochgestiegen, gerade über, was Sie jetzt sehen, frontal, da in der Mitte, da hoch. Alles durch Neuschnee mit speziellen Hilfsgeräten an den Füßen. Und es war nur steil, 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 steil. Unglaublich, ja? Ja, und schließlich da oben, da war ich glücklich. Ja, und damals habe ich das eben so hier aufgenommen und ich war enttäuscht, dass der Pilot nicht gesagt hat, Ladies and Gentlemen, have a look to your left side. Also meine Damen und Herren, haben Sie bitte einen Moment Zeit, um nach links rauszuschauen. Sie sehen dort den Ararat, wo unser Vater Noah vor über 4000 Jahren gelandet ist. Wow, keine Mitteilung. Ich denke, die meisten Leute haben das verpasst. Schade. Aber dort landete die Arche. Und die Arche ist ja sehr genau beschrieben in der Bibel. Länge 300 Königsellen, Höhe 30, Breite 50. Die Königselle, das ist die althebräische Elle, die ist 52,5 Zentimeter. Das ist nicht Handgelenk mal Pi. Die Ellen in der Bibel sind ganz klare Maße. 7 Handbreiten, die große, 6 Handbreiten, die kleine, 45 Zentimeter. Und wir können das anhand der Archäologie sehr schön zeigen, warum wir genau diese Maßangaben kennen. Ja, und da hat Professor Werner Gitt sich die Frage gestellt, bei einem so großen Projekt, ich muss erklären, das ist übrigens das größte, also über 150 Meter, was man mit Holz noch bauen kann. Also größer wäre als Holzbau gar nicht mehr möglich. Wow. Und Mose hat das so aufgeschrieben, gerade mit dieser Zahl, die gerade noch geht. Okay? Und dann ist es eben so, Professor Gitt hat sich die Frage gestellt, für Noah war es ja wichtig, möglichst wenig Material zu verwenden, möglichst wenig Holz, bei so viel Holzeinsatz und trotzdem höchste Stabilität zu erreichen auf dem Wasser.
Also, wo ist der kleinste Materialeinsatz bei zugleich höchster Stabilität? Und wir wissen, das ist ein Problem. Das widerspricht sich ja gegenseitig. Also, wie löst man das heute? Ja, mit 2 Exponentialkurven. Aber in der Antike kannte man die Rechnung mit Exponentialkurven noch nicht. Das ist in der Geschichte der Mathematik eine relativ, ich spreche jetzt historisch, ja, eine relativ junge Erscheinung. Nun, Werner Gitt hat das berechnet und er kam zum Schluss, also wenn man den Schwerpunkt möglichst tief hält, ist ja wichtig, also Elefanten nach unten zum Beispiel, ja, dann ist es so, dass das Verhältnis Breite-Höhe muss 1,67 geben. Dann haben wir das erreicht. Und die Bibel sagt, 50 Ellen die Breite, 30 Ellen die Höhe. Was gibt das? 50 durch 30, 1,67. Erklären Sie mir. Wie konnte Mose wissen, dass das das Ideal ist? Wie konnte Noah das wissen? Was habe ich gesagt? Ja, Mose hat es eben geschrieben. Ja, und er wusste es natürlich durch die Überlieferung von Noah her. Denn Gott hat in Noah gesagt, so, das war nicht eine menschliche Erfindung. Grandios. Und es kommt noch was dazu. Beim Bau von Meerschiffen gilt auch heute, nach heutigem Ingenieurwissen, das Verhältnis von Breite oder Länge, Breite ist auch entscheidend für die Stabilität. Und zwar typischerweise Größenordnung 6:1. Es kann auch 7:1 sein, oder 7,5:1, aber die Größenordnung. Hier haben wir 300:50, gibt? Ja, genau dieses Verhältnis, 6:1. Woher konnte der Bibelschreiber das wissen? Ja, das ist die Präzision der Bibel in Details. Die Babylonier haben ja auch einen Sintflutbericht. Den haben sie nicht von den Juden abgeschrieben. Und die Juden haben ihren übrigens nicht von den Babyloniern abgeschrieben. Aber das geht zurück auf Noah. Nur ist eben die Überlieferung bei den Babyloniern so schlecht gewesen, dass die in ihrem Bericht im Gilgamesch-Epos, die sagen, die Arche sei ein Würfel gewesen. Mit 6 Stockwerken. Arme Elefanten. Unten und dann unten, oben. Ja. Und dann wieder wie vorher. Schrecklich. Und es gibt noch viel mehr Probleme. Nirgends findet man diese Präzision der Angabe wie hier in der Bibel. Das ist grandios. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Nach dem Auszug aus Ägypten musste Israel einen transportablen Tempel für den Gottesdienst errichten, die Stiftshütte, am Fuß des Sinai. Und Gott gibt genaue Anweisungen, 2. Mose 25 bis 40. Der Brandopferaltar in 2. Mose 27 beschrieben, wird vorgesehen aus Akazienholz, überzogen mit Kupfererz. Ja, da könnte jemand sagen, was? Ein Altar aus Kupfererz? Das muss ja lebensgefährlich sein oder mindestens sehr gefährlich für die Priester, wenn die nur mit der Hand an den Altar kommen. Und das Feuer muss ja ständig erhalten bleiben, Tag und Nacht. Das gibt ja schreckliche Verbrennungen, 2. Grades, 3. Grades. Nun, man hat das nachgebaut. Man hat festgestellt, das Holz zieht die Wärme ab, es wird handwarm. Grandios. Detailangaben in der Bibel. Übrigens, da müssen Sie nicht denken an diese Akazie bei uns. Nein, es geht hier um die Akazie, wie man sie kennt, im Sinai und in der Negev-Wüste, hier in der judäischen Wüste. Das ist ein knorriger Baum, der typischerweise sehr isoliert in der Landschaft steht, aber das Holz ist so hart,
Kommen Sie mal mit mir auf eine Israelreise. Da schauen wir die Dinge so an, dass wir auch die Dinge anfassen. Da sage ich, da eine Akazie hier in der Wüste. Berührt die, drückt. Merkt man, oh, ganz anders als bei Tannenholz. Ja? Da kann man mit dem Nagel, kommt gerade rein. Das ist hart. Schittim, das Akazienholz, ist ein Holz, das von keinem Schädling gefressen werden kann. So hart. Ideal für die Stiftshütte. Ja, noch ein Detail. Nehemia 3 beschreibt, wie, nachdem das jüdische Volk aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt war ins Land, Jerusalem als Stadt wieder aufgebaut werden musste. Und zwar zunächst mal die Mauern von Jerusalem. Das große Projekt von Nehemia. Lasst uns die Mauer Jerusalems bauen. Und dann gingen sie massenweise ans Werk. Nehemia 3 gibt uns einen Rundgang um ganz Jerusalem herum und es wird Abschnitt für Abschnitt werden die Bautrupps beschrieben, was sie gebaut haben. Und wenn man schließlich in Vers 13 ankommt, sieht man, aber da war eine Gruppe, die hat ja unglaublich viel. Normalerweise haben die ein paar Meter ausgebessert. Und dann heißt es dort, das Taltor besserten aus Hanun und die Bewohner von Sanoach. Sie bauten es und setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein und bauten 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Archäologisch hat man diese Tore belegen können. John Crowfoot, 1927, das Taltor, hier. Das war das Tal von der Davidstadt durch das Käsemachertal, da raus. Und wenn Sie mit mir nach Jerusalem kämen, würden wir zu Fuß da in die Davidstadt runtergehen und dann sage ich, hier, da war das Taltor. Dann gehen wir dann ganz nach unten zum Siloa-Teich und dann zeige ich Ihnen die Stelle, wo schon Bliss und Dickey im 19. Jahrhundert entdeckt hatten, Überreste von dem Misttor. Da unten. Also, jetzt sehen wir, die haben da gebaut, in diesem Bereich. 1000 Ellen. Das ist natürlich nicht die große Elle, sondern die kleine. Für solche Bauwerke hat man nicht wie beim Tempel 52,5, sondern 45 verwendet. Also, das sind 450 Meter. Wie haben die da gebaut? Nun, kommen Sie mit mir. Ich zeige es Ihnen. Dort gibt es eine natürliche Felskante. Und die haben, jetzt sind wir hier unten beim Siloa-Teich, die haben da oben gebaut. Und da mussten sie natürlich nur ein ganz niedriges Mäuerchen bauen. Weil die natürliche Beschaffenheit des Felsens war ja schon Schutzmauer genug. Und darum konnten sie über einen so langen Bereich bauen. Aber jetzt noch besser. Ich habe das dann auch so nachgemessen auf der Karte. Stelle von dem Taltor mit einem Faden. Ja, also ich habe das nicht mit digitalen Hilfen gemacht, so wie früher mit dem Faden. Ja, runter bis zum Siloa-Teich, bis zum Misttor. Und dann nach dem Kartenmaßstab ausgemessen. Wow, 450 Meter. 1000 Ellen. Ist doch nicht wichtig. Gut, wenn jemand sagt, es ist nicht wichtig. Aber das zeigt, wenn die Bibel auch in Details, die manchmal sagen würden, das ist gar nicht wichtig, so genau ist, wie viel mehr, wenn sie spricht über ewiges Leben. Und wie man Frieden mit Gott bekommt. Das ist der Punkt. Und nun, wir kommen zu Punkt 5. Ihre Prophetie. Welche Prophetien soll ich zeigen? Ich habe geschrieben über messianische Prophetie und schon als Teenager hatte ich mir eine Liste gemacht, weil ich kein Buch fand, das alle über 300 Prophezeiungen auf den Messias hin, die erfüllt sind, auflistet. Da habe ich mir dieselbe gemacht und ich mag mich erinnern, wie ich da zu Hause am Tisch war und ich war bei 299, 300, 301, 302. Das hat mein Glauben so gut getan.
Und ich sage das jetzt einfach so zeugnishaft. Ich hatte nie das Problem des Zweifels. Als Jugendlicher nicht und auch später nicht. Und in der Schule war das so, auf dem Gymnasium, ja, die Bibel wurde ständig angegriffen. Und gerade zum Beispiel in Deutschstunden. Und das war natürlich ein Fest. Ich kann mich mit der messianischen Prophetie, ich mag mich erinnern, ich sehe noch vor mir, das ist schon ein paar Jahre her. Ja, also der Deutschlehrer hat so die Stunde beendet. Ja, so, die Hände fielen auf den Tisch runter. Er war geschlagen. Keine Argumente. Und als junger Mensch, diese intellektuellen Lehrer sind nicht in der Lage, die Bibel zu widerlegen. Das tut wohl. Nicht, weil sie eine Diskussion einfach verloren haben. Wir wollen ja nicht Diskussionen gewinnen und Seelen verlieren. Aber es zeigte mir, wie vertrauenswürdig das Wort Gottes ist. Ja, oder soll ich sprechen über die 200 Prophezeiungen im Buch Daniel, die erfüllt sind über Weltgeschichte? Da hätten wir ja schon über 500. Oder soll ich über die 180 erfüllten Prophezeiungen in der modernen Zeit, in der Endzeit sprechen? Nein, ich nehme ein Beispiel von dem Herrn Jesus. In Lukas 21 spricht er nämlich nicht nur über die Endzeit, sondern spricht auch über die Anfangszeit. In der Beantwortung der Frage, was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Der Jesus sagt in Lukas 21, 20, wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Im Jahr 68 umzingelten die römischen Legionen Jerusalem. Es war so, ich beginne jetzt ganz vorne. Im Jahr 66 gab es einen spontanen Volksaufstand der Juden gegen Rom, gegen die Besatzungsmacht. Und zwar der letzte Prokurator, also ein Mann wie Pontius Pilatus, aber der letzte Gessius Florus wollte den Tempelschatz in Jerusalem plündern. Und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Es gab in Galiläa im Norden einen Aufstand, erfolgreich. Die römischen Truppen wurden zurückgeschlagen. Und dann mussten die Römer immer mehr Legionen verschieben. Schließlich 1/3 der Legionen des Römischen Reiches, das ging ja bis nach Britannien, wurden nach Israel verschoben. Und dann wurde alles zusammengeschlagen. Norden zurückerobert, Transjordanien zurückerobert, Judäa. Dann gingen die Truppen an Qumran vorbei im Jahr 68, legten die Siedlung in Asche. Darum wissen wir, die Rollen, die noch vorher versteckt wurden in den Höhlen, sind nicht jünger als 68. Und dann gingen sie, nachdem Qumran verbrannt war, hinauf durch die Wüste nach Jerusalem, um die Armeelager um Jerusalem aufzubauen. Das war im Jahr 68. Und da wussten die messiasgläubigen Juden, denn das Lukas-Evangelium war damals schon geschrieben, jetzt kommt der Untergang des Tempels. Wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Und weiter sagt der Herr, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer, das ist Jerusalems, Mitte sind, daraus entweichen und die auf dem Land sind, nicht in sie hineingehen. Alle messiasgläubigen Juden wussten im Voraus, wenn das Zeichen der Zerstörung des Tempels kommt, dann müssen wir auf die Berge fliehen. Wir dürfen nicht mehr zum Passafest nach Jerusalem gehen. Auch wenn die Tora sagt, dass man jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem gehen muss. Aber der Messias sagt, in dem Fall nicht. Und man konnte im Voraus sagen, aber wie soll das gehen, wenn dann Krieg ist? Wie sollen wir auf die Berge fliehen? Die Soldaten lassen uns doch nicht durch die Checkpoints hindurch. Aber wenn der Herr etwas sagt, muss man einfach vertrauen. Dann wird es irgendwie gehen. Und so war's. Die Armeelager wurden aufgestellt um Jerusalem herum. Und dann beging Kaiser Nero Selbstmord. Chaos. Die Nachfolge war nicht geregelt. Der General in Israel, Vespasian, dachte, ich möchte Kaiser werden. Er stoppte den Krieg, reiste nach Rom und nicht gerade sofort, aber
er wurde Kaiser. Und weil der Krieg gestoppt war, konnten alle messiasgläubigen Juden, und das waren damals Tausende, die konnten auf die Berge, das ist heute speziell das sogenannte besetzte Westjordanland, das Herzstück des Landes Israel, fliehen. Und dann gingen sie über den Jordan nach Pella. Und dort regierte König Agrippa II. Das ist der Agrippa, vor dem Paulus in Apostelgeschichte 26 eine Verteidigungsrede hielt. Leider wurde er kein Christ. Er hat spöttisch gesagt, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Aber er hat gemerkt, Paulus ist nicht gefährlich. Die Christen sind keine staatsgefährdende Elemente. Da muss man nicht denken, die lehnen sich plötzlich gegen die Regierung auf und die sagen, jetzt machen wir Krawall, wir gehorchen nicht mehr. Ja? Nein, das sind loyale Bürger. Muss man keine Angst haben. Und das hat ihn so überzeugt, dass er alle messiasgläubigen Juden im Jahr 68 als friedliebende Bürger in Pella aufnahm. Wow. Also, die Leiden von Paulus haben allen messiasgläubigen Juden das Leben gerettet. Das Lukas-Evangelium, weil es eben nicht spät datiert ist, wie in der liberalen Theologie, das war vorhanden. Und wir wissen aus der geschichtlichen Überlieferung, dass damals die Christen dann nach Pella geflohen sind. Warum? Weil es eben so stand im Neuen Testament. Und keiner kam ums Leben, denn im Jahr 70, im Frühjahr, Vespasian war Kaiser geworden, er schickte seinen Sohn Titus, um den Krieg zu vollenden. Im Frühjahr 70 kommt Titus in Israel an. Es war gerade vor dem Passafest. Und nach der Torah müssen alle im ganzen Land nach Jerusalem gehen zum Fest. Denn die Passalämmer müssen beim Altar des Tempels geschlachtet werden. Nicht irgendwo. Die messiasgläubigen Juden sagten, wir gehen nicht mehr zum Passafest. Weil der Messias gesagt hat, nicht. Und dann war die Stadt zum Bersten voll. Josephus Flavius, ein Augenzeuge aus dieser Zeit, überliefert in seinem Buch Der jüdische Krieg, den er beschreibt als Augenzeuge, 2,7 Millionen Leute waren in der Stadt. Zum Bersten voll. Und es brach die Pest aus. Und nach 140 Tagen war die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Die Mauern wurden geschleift. Der Tempel in Schutt und Asche gelegt. Die Stadt völlig verwüstet. Hier sieht man noch ausgegrabene Steine, die Römer von oben, vom Tempelplatz, eins nach dem anderen, abgebrochen und runtergeworfen haben auf die Straße unten. Man sieht noch die Zerstörungsspuren auf der Straße. Ich kann es Ihnen zeigen, wenn Sie mal kommen. Gut. Und jedes Wort hat sich erfüllt. Und es kam kein messiasgläubiger Jude ums Leben. Und dann sagte Herr Jesus, denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Wenn man schwanger ist es schwierig, auf die Berge zu fliehen. Darum heißt es wehe. Denn große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Josephus Flavius überliefert, mehr als eine Million Juden kamen in Jerusalem ums Leben. Unzählige wurden danach rund um Jerusalem gekreuzigt und 97.000 in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Schrecklich. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und so kam es zur weltweiten Zerstreuung der Juden über alle 5 Kontinente hinweg. In den vergangenen 2000 Jahren. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und so wurde es. Durch die Jahrhunderte hindurch war Jerusalem ständig unter nichtjüdischer Herrschaft. Und heute sehen wir die Erfüllung, wie sich das wendet. Hesekiel, oder das sollte heißen 36, Vers 24. Im 6. Jahrhundert vor Christus sagt Gott zu Israel, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Also, es sollte eine Zerstreuung geben
Und Hesekiel, bevor es die weltweite Zerstreuung gab, spricht von der Heimkehr aus aller Welt. Und wir, meine Damen und Herren, sind Augenzeugen. Wie? Ab 1882 bis heute über 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus, sagen wir mal, 130 verschiedenen Ländern heimgekehrt sind ins Land der Väter. Und sich unserer Zeit in dem Zusammenhang 180 Prophezeiungen erfüllt haben. Was muss man da sagen? Ich sage es ganz kurz mit den Worten des Herrn Jesus in Johannes 17,17. Dein Wort ist Wahrheit. Danke.